Havideri und schön, dass du wieder sagst zu Endzone World Apart. Wir haben letztens angefangen, den Solarkollektor aufzubauen. Dann schauen wir uns halt mal an, was da draus geworden ist. Den wir den ganzen mal da auf priorisieren her. Was brauchen wir eigentlich für die da? Das habe ich gar nicht geschaut. Du brauchst da wieder alles. Das ist so komisch einfach. Mit dem ist Holz dran. Danke. Danke. Jetzt ist du ernsthaft einfach erstmal. Das verstehe ich überhaupt nicht. Aber okay. Der Solarkollektor produziert Energie, indem er Sonnenlicht einfängt und diese in ein Netz einspeist. Jetzt muss ich Er gibt Batterien uns bauen. außerdem alle relevanten Informationen, die wir benötigen, um den Stromverbrauch unserer Siedlung im Auge zu 5000. behalten. Jedes deiner Gebäude verbindet sich automatisch mit diesem Stromnetz, wenn du einen Strommast in Reichweite des Gebäudes aufstellst. Mit Strom versorgte Gebäude arbeiten deutlich effektiver und produzieren dadurch schneller. Mit Strom versorgter Wohnraum erhöht außerdem die Zuversicht der Siedler, die ihn nutzen. Ja. Okay. Zuversicht. Zuversicht ist es die Zufriedenheit da. Ist das Zuversicht? Oh, meine Maus. So. Ja. Okay. Ah, da schau her. Jetzt sagt uns das so. Also. Der ist noch nicht gebaut. 100, 150, 2, 4, 650, 57, 58, 59. Ja, da kann, also ich glaube, mit dem kann ich fast meine ganze Siedlung da bepowern. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht. Dass es wirklich so gut funktioniert. Aber nehmen wir erstmal da Strommasten bauen. Müssen wir direkt schauen, ob ich da vorne herbauen kann irgendwie. Ja, gell. Jetzt wieder die Frage aller Fragen. Ja, machen wir das Ganze da. Jetzt, wenn ich da noch mal was hermachen möchte, ist wieder blöd, gell. Aber ist eigentlich auch wurscht. Du musst also jetzt schon damit einrechnen, dass du wahrscheinlich mehr Platz brauchst, als wie du eigentlich brauchst. Okay. Aber die ist so geschlossen. Dann schließt man über diese Leitung die da an. Dann ist die so geschlossen. Und dann kann ich darüber. Was kann ich, ob das so Sinn macht, wenn ich übers Gebäude dann anschließe? Weil ich dann lieber da nochmal anherbauen wahrscheinlich. Fantastisch. Ich kann nur erahnen, wie sich unsere Vorfahren mit ihrem nahezu unendlichen Vorrat an Energie gefühlt haben müssten. Um Ausfälle zu vermeiden, solltest du jedoch ständig ein Auge auf deinen Stromverbrauch haben. Ja, ja. So. Also. Das ist auch geschlossen, das ist auch geschlossen. Das. Ja, jetzt brauchen wir da noch. Ne? Da war halt noch.
Ich finde das nur schon unglaublich, dass die ja unbedingt alle Strom brauchen. Und dieses ganze Stromding, das macht ja das nur mal schwieriger. Logischerweise kann der Solarkollektor nur tagsüber Energie produzieren. Es wäre von Vorteil, wenn wir auch nachts Strom zur Verfügung stellen könnten, damit unsere Siedlung effektiv bleibt. Zurzeit arbeiten wir nachts deutlich langsamer. Lass uns also versuchen, die überschüssige Energie, die wir tagsüber produzieren, zu speichern, um diese dann nachts benutzen zu können. Okay. Ui, das ist eine riesen Batterie, Alter. Alter Verwalter. So. Aber einer macht man schon richtig. Ich glaube, die sind zwar eigentlich beide eh verbunden. Aber hey. Erstmal so. Dann macht man Logistik. Machen wir nur so. Machen wir diesen Weg auch. Und dann können wir da wieder Speed geben. Aber wenn ich gern das als erstes mal fertig hätte. Und ich möchte unbedingt dieses Metallding da drin haben. Ja, und jetzt haben wir soweit. Was jetzt noch das? Kein Strom mehr haben, gell? Ja, ja. Frage ist, wie viel können die speichern? Das ist die Frage aller Fragen. 5000. Ich finde es aber witzig, wie es immer irgendwie durch Energie oder so irgendwas verbessern kannst. Wieso ist das nicht verbunden? Elektrizität. Okay. Aber der noch nicht baut und ist, gell? Ja, ja. Das passt dann schon. Es schaut zwar so mega geil aus, aber es ist so mega schwierig zum Bauen, als oder zum Singen, wo es jetzt hat. Wenn es jetzt so spät ist, sagst du nicht gut, wo was ist. Weil, was möchtest du machen? Die Frage ist jetzt auch, wieso haben wir eigentlich kein Metall mehr? Ich brauche mal so viel Metall. Hey, was stehen wir uns jetzt Leid weg oder was? Sondierer. Stehen wir uns jetzt gerade Leid weg? Oder meine ich das bloß? Wie gesagt, dann müssen wir unser ganzes Layout umändern jetzt halt. Auf mindestens 2 Wege oder so. Dass man oder dass man zwischen die hinter die Häuser das baut. Dass man immer eine Reihe hinter die Häuser lässt, wo Masten sind. Ja, das müsste man natürlich dann entscheiden, wenn es soweit ist. Das soll erstmal alles gebaut werden. Natürlich gar nicht gut so. Braucht man mehr Häuser.
Dieses Problem schon. Kann ich da nicht herbauen? Dieser scheiß Pfosten da ist. So. Jetzt baue ich da oben Hütten her. Und da der Weg herkommen. Das Problem ist aber nicht das, sondern dass dann das nicht verbunden war. Dann müsste die wo eigentlich herbauen können. Weil da nichts ist. Wenn ich es aber so mache, dann können wir nicht bis da um. Da habe ich nirgends Platz, außer auf der Straße. Eigentlich müsste dies da sich damit verbinden. Mach mal so, dann brauche ich den da nicht. Den da machen wir auch anders. Das machen wir erstmal da. Da mal 2 Reisel. Dann machen wir da Strom her. Aber anders. Möglich auf Maximaldistanz. Das finde ich schon wieder doof, wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt auch da. Ich muss jetzt da eins weiter reingehen. Mal den auch noch wegmachen. Aus den dann mal noch wegmachen. Jetzt machen wir es so. Dann gehen wir da her. Dann gehen wir da her. Und da die aber ja. Jetzt merkt man schon wieder, jetzt muss ich schon wieder die ganze Zeit da hin und her. Weil ich mir natürlich jetzt wieder angepisst so, dass ich das nicht so machen kann, wie ich gern hätte. Also, da kommt kein Weg her. Das ist schon mal clear. Dann machen wir daher. Und dann können wir wieder bis daher, gell? Genau. Gehen wir daher. Da war dann der Weg. Da kommt dies her. Dann kommt dies Weg. Dann kommt. Oh. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. 13, also 2, 4, 6, 7. Das ist genau mittig. Dann kommt das erstmal weg und dann lassen wir es erstmal so. Echt belastend so. Ja, und jetzt 6 so an den Weg, das Ding nicht. Und da war jetzt erstmal noch 5 extra, 1, 2, 3, 4, 5. Der Weg kommen. Da könnte man jetzt dann wieder Unterkunft bauen, oder? Genau. Genau. Weil eigentlich 90 haben müssen, die wo da. Das ist genau dieses Problem. So. Genau. So. Mach das mal so, dann können wir da weiter da. Schauen wir mal. Metall.
bitte mal dies machen. Das war mir persönlich am wichtigsten. Schaut zum Stoff. Schaut okay aus. Mal bitte auf Metall um da. Ja, jetzt bei 150%, was die irgendwie zocken kann. Das ist ja mega. Dann können wir schon mal mehr Metall wegkallern. Haben wir auf alle Fälle mal schneller fertig mit dem Zeug da hinten. Dann können wir wieder auf Stoff umstellen. So. Das sieht gut aus. Einige Gebäude sind nun mit dem Stromnetz verbunden. Eine 350.000. Siedlung, die an ein Okay. Stromnetz angeschlossen ist, verbraucht zwar einige Ressourcen, ist jedoch auch enorm effektiv. Ach, und nur nebenbei. So. Du kannst Strommasten auf viele Oberflächen bauen lassen, mal die sogar noch. auf Straßen. Studieren. Das wäre interessant. Du musst es also eigentlich sogar noch erforschen, bevor du das überhaupt machen kannst. Das macht ja viel mehr Logik jetzt. Okay. Das macht ja viel mehr Logik jetzt. Geil. Küche, Fischfutter. Herumlungerverbot. Er bietet Ziele ihre Zuversicht durch den Besuch ihres Zuhause oder andere und sich dadurch von ihrer Arbeit abzulenken. Naja. Ausgebaute Schule, Immunität, Verteidigungsmaßnahmen. Das muss zum Beispiel auch erforschen anscheinend. In dieser Technik werden Brunnenschächte akkurater gebaut, dadurch können Brunnen und elektrische Wasser leicht dicht aneinander gebaut. Oh, geil. Ist schon mal mega. Mit Wirklich. einer stabil produzierenden Siedlung können wir uns nun darauf fokussieren, unsere Umgebung zu erforschen. Wir haben in der Es ist Endzone crazy, ne? eine Menge Geschichten gehört. Aber jetzt können wir aus erster Hand die Ruinen, die uns Der unsere Arbeit ist. Vorfahren hinterlassen haben, untersuchen, um Schätze und Ressourcen zu finden. Lass uns einen Expeditionsposten bauen. Lass uns einen Expeditionsposten bauen. Ja, dann machen wir das mal. Bam. So, die Frage ist, wo der mal den jetzt hier? Der wird wahrscheinlich auch keinen negativen Einfluss haben, aber auch keinen positiven. Da ist jetzt Strom. Strom bauen. Da ist Essen. Da ist Wohngebiet. Nun macht man da her. Dann können wir da gleich mit Ding verbinden. Unsere Batterien sind auch fertig. Ja, einfach instant kein Strom mehr. Das ist ja interessant. Das heißt, wir brauchen mal einen zweiten Dings. Das finde ich schon wieder interessant. Warum geht's? Sowas geht dann wieder nicht, gell? Bauen wir da ab. Obwohl die jetzt so schnell eigentlich haben, gell? Das ist so ewig. Oh, jetzt sind wir schnell wieder leid, immer noch nicht, gell? Ja, das ist so nervig einfach. Ich muss jetzt auf einen Punkt mal sau schnell Leid kriegen. Das ist ja so dumm eigentlich. Das stört mich sogar selber. Teile Siedler ein, um Kundschafter zu werden. Und bereite Das ist so lustig. Expeditionsrationen vor. Wenn du eine Expedition losschicken möchtest, kannst du entscheiden, wie viele Rationen du der Expedition mitgeben möchtest und kannst dadurch steuern, wie lange und gründlich sie eine Ruine untersuchen können.
Mhm. Lass uns ein paar Kundschafter losschicken, um eine Ruine zu Digga, deine ganze komplette Rumwurschtelerei vor hat mein Ding durcheinander gebracht. aufsuchen und untersuchen. Oi. Dadurch wird er uns wichtige Informationen über den Ort liefern, auf die wir Hey, der achten hat unser sollten, ganze wenn wir eine Expedition starten. Nachwuchsding durcheinander gebracht, weil er so viel Leute die ganze Zeit hergeschenkt hat. Das ist so, das darf mehr Sinn machen, wenn du sagst, jo, du musst mehr Leid machen oder dein Ding jetzt in den Griff schon kriegen. Weil sonst lernst du das ja gar nicht. Jetzt muss ich im Nachhinein schauen, ich brauche Heiser, ich brauche dies. Was sind denn Kundschafter? Also ja klar, Alter. Ich weiß nicht mehr, wie mache ich das überhaupt. Allzu weit weg mehr, aber eigentlich nicht. Sehr dumm, ich verstehe nicht. Genau. Okay, jetzt sehen wir mal da einer. Dann haben wir sonst alles bis auf Dash. Gehen wir den auch wieder belegen. Dann haben wir wieder einen Verein auch noch. Was ich so ganz verstehe. Die falschen Teile von Raum veranlasst nichts mehr und einer. Hä? Das verstehe ich nicht so ganz. Also Siedler der Profession Kundschafter. So, ja. Oh ja. Aber der geht halt nicht weg, oder? Lauf. Ah, okay, jetzt hat. Jetzt ist er dort. Okay. Dann kann ich schon mal nur gucken. So. Die nächsten Sachen halt dann ist wirklich dies, gell? Hä? Stimmt doch gar nicht. Ist der jetzt ernsthaft da hier? Das ist das, wo er dort ist, ja. Okay. Sollte da jetzt auch einer dann unterwegs sein. Perfekt. Ah, halt. Unser Kundschafter ist zurückgekehrt und hat eine Reihe nützlicher Informationen mitgebracht. Jetzt, da wir wissen, womit wir zu rechnen haben, können wir ein Team zusammenstellen, um die Ruine genauer zu erkunden. Jede Ruine hat ihre eigenen Herausforderungen, Geheimnisse und wertvollen Ressourcen. Wähle Siedler aus, welche die nötigen Voraussetzungen der jeweiligen Ruine erfüllen, und gib ihnen genügend Expeditionsrationen mit auf den Weg. Vergiss außerdem nicht, sie so gut du kannst mit Schutzbekleidung und Werkzeug auszustatten, bevor du sie losschickst. Mhm. Ist das, was niemand ist, gell?
Ist eigentlich egal, was ich wegschicke, wie es ausschaut. Das Problem ist bloß, ich schicke nicht irgendwo Leute weg. Weil es macht keinen Sinn. Da ich lieber Leute schicke, die wohl nicht einen Job haben. Das macht für mich keinen Sinn. Ja, was bringt mir das, wenn ich jetzt jemanden wegschicke, der wo Arbeit hat? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Vor allem, da ist jetzt nicht so viel geiles Zeug drin. Nee. Laufende Kundschaftermission. Ich schicke einfach den Kundschafter hier. Das ist was ich nicht verstehe. Der wird zum Beispiel niemand gesagt, gell? Also nebenbei. Der Seppel, der wo das entdeckt hat. Nun, da du die Expedition in Auftrag gegeben hast, wird diese vorbereitet. Expeditionsrationen und andere nötige Ressourcen werden gesammelt. Finde jetzt nicht so gut. Anschließend werden die von dir ausgewählten Siedler ihre alten Aufgaben aufgeben, sich versammeln, ausrüsten und anschließend gute Neuigkeiten. Echt, Deine Expedition ist auf dem Weg zu ihrem Ziel. Jetzt liegt es an dir. Kontaktiere die Crew und höre, was sie dir zu sagen haben, sobald sie angekommen sind. Okay. Ah, das ist das nächste Ding. Forscher im Alter, Erwachsener oder Jünger. Technikerabzeichen. Sind denn die? Sehe ich das da irgendwo? Ja, die einen die haben da am rummarschieren und die anderen haben da. Ja, er kommt anscheinend jetzt zurück. Sehe ich gerade. Aha. Leite die Expedition an. Lol. Ja, ne? Ich finde das ein bisschen witzlos. Ich finde, der Kundschafter soll ja dann nicht auch das sagen, was da gesagt werden kann. Los geht's, Leute. Los! Gut gemacht. Deine okay, ich kann auch entscheiden, was wir mitnehmen. Expedition sind ausschlaggebend für deren Erfolg. Versuche möglichst gut vorbereitet zu sein und triff weise Entscheidungen, da die Konsequenzen fatal sein können. Lass uns nun diesen Ort ausschlachten und hier verschwinden. Nimm, da du nun weißt, wie du dein...
Möchte ich dir noch zeigen, wie du eine Siedlung so gestalten kannst, dass deine Siedler in ihr nicht so überlegen, sondern tatsächlich auch gerne hier sind. Deine Siedler leben gerne in einer Umgebung, die ihnen gefällt. So wohnen sie zum Beispiel ungern neben einem Gebäude, das viel Lärm oder Schmutz. Ja, das sagst mal jetzt am Schluss. Ey, du bist ja ein Hansi. Ansicht siehst du, welche Hütten und Zufluchten in einer attraktiven Ja, das weiß ich schon. Ja, jetzt kommt halt Deko. Ja, wow. Das sind so Sachen. Jetzt muss ich 5 Dekos bauen. Ernsthaft. Plus uns. Plus 3. Oh, super. Frei im Jahr war richtig, ey. So richtig toll finde ich das. Eins, 2, 3, 4, 5. So wird. Ja, passen. So. Juhu. So. Gibt's nichts mehr. So. Jetzt haben wir dann diesen noch. Technikerabzeichen. Im Alter erwachsen oder jünger. Mhm. Siedler. Siedler. Immer kein Technikerabzeichen, die wir haben, oder? Dinge jetzt mal. So, das war's dann. Also. Die Frage ist, wie viel brauchen wir denn überhaupt? Ja. Dann durch. So machen. Ja, das ist Absicht, weil so viel soll ja dann doch nicht sein, oder? Dinge jetzt mal. Denken Sie mal nicht, dass das da 20 Millionen Ding braucht. Also, Dinge jetzt mal. Okay. Okay. Ja, dann müssen wir viel krassere Ding machen, gell? Machen wir 3 Metallwerk, dann müssen wir das Sofa ja eigentlich haben. Die neu gebauten Dekorationen werden deinen Siedlern Juhu. gut gefallen. Da freue ich mich So aber. kann es dir sogar gelingen, ein Wohngebiet attraktiv zu gestalten, das in der Nähe von Industriegebäuden liegt. Nee, das macht man, sowas Mit macht man genug nicht. Zeit und Energie sogar Doch deine Siedler sind nicht nur daran interessiert, in einer schönen Gegend zu wohnen. Sie möchten auch, dass... Okay, wir sind da. Der Scout hat recht. What? Bei den Zapfsäulen riecht es tatsächlich noch nach Benzin.
Vielleicht ist da irgendein Ventil undicht geworden und die Dämpfe aus dem unterirdischen Benzintank steigen nach oben. Ein... Mhm. Seht euch um. Bei den 2 Gebäuden, die das gerade erwähnt hatten, sich wohl noch eine Waschanlage und eine Werkstatt für Autos. Über den Garagentor und die alten Zapfsäulen sind wir uns nachgegangen. Muss das sicherlich hin. Da erstmal diesmal. Na bitte, für jüngere Menschen mit Kraft in den Armen kein Problem. Wir konnten das Tor ein Stück anheben und verkeilen. Das sind aber ein paar Steine, okay. Mhm. Perfekt. Das ist schon geil, dass du dann noch so Expeditionen hast, aber dass du nicht einfach die Leute so hast, immer, das verstehe ich nicht. Da ist so... Einpacken und zurückkehren. Easy. Easy. Perfekt. Genau, wenn du ihn im Forum zur Verfügung stellst. Ja gut, das machen wir dann nächstes Mal. Also wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge. Also, habe Deri.